Servus, Glück auf und herzlich willkommen. Ja, zum letzten Talk zur EM. Die EM ist vorbei. Ich werde mal so ein bisschen rekapitulieren. Ich habe einige Spiele geguckt, aber jetzt auch nicht alle, aber ich werde mal so ein bisschen meine Meinung sagen. Erstmal das Wichtigste, Tippspiel, die ersten 3. Erster Platz, erstmal herzlichen Glückwunsch an Feiner Kerl. Zweiter Platz, herzlichen Glückwunsch an Patrick. Und dritter Platz, herzlichen Glückwunsch an Markus F. Gutscheine sind raus per Mail. Ich habe für den dritten Platz auch 10 Euro gemacht, weil punktgleich mit dem zweiten Platz, ja. Ich meine, auch Feiner Kerl ist nur mit einem Punkt Vorsprung Erster geworden. Meiner einer, der richtig Ahnung hat, ist auf Platz 59. Ja. Ich habe natürlich 5 Punkte verschenkt. Dann wäre ich unter die ersten 50 noch gekommen. Weil ich natürlich auch Sympathie für Harry Kane getippt habe. Ihr habt es gesehen. Ansonsten fußballerisch hätte man klar auf die Spanier tippen müssen. Und damit sind wir auch schon beim Fazit. Ich denke, Spanien ist absolut verdient Europameister. Also ich habe eigentlich alle Spiele gesehen von Spanien. Ich überlege gerade. Außer das dritte Gruppenspiel habe ich nur nebenbei geguckt. Das einzige Mal, dass sie ein bisschen Probleme hatten, war echt im Spiel gegen uns. Auch gegen England. Jetzt im Finale haben sie eigentlich keinerlei Probleme gehabt. Ja, mal eine Viertelstunde, nachdem England das Tor gemacht hat. Was aber auch selbst verschuldet war, Spanien hätte vorher schon 3, 4 Dinger machen müssen. Ja. Hat sie dann auch nicht wirklich beeindruckt, beziehungsweise die Engländer haben dann wieder, keine Ahnung, wollten sich in die Verlängerung zittern und dann ins Elfmeterschießen wahrscheinlich. Und warum Spanien völlig verdient? Erstens, weil sie den besten Fußball gespielt haben, mit Abstand den besten Fußball. Zweitens, für mich der wichtigste Punkt eigentlich, sie haben in jedem Spiel ihren Stiefel durchgezogen, haben an ihre Stärke geglaubt, ihren Fußball gespielt und sind deswegen verdient Europameister. Ist die einzigste Mannschaft, wo ich das so gesehen habe. Ja. Wobei, nochmal, ich nicht alle Spiele gesehen habe, aber ich habe schon einen großen Teil gesehen, gerade von den großen Nationen. Ob Frankreich, England, Holland, warum die Niederländer, warum haben sie ihren Fußball, warum haben sie nicht die Eier gehabt, im Halbfinale ihren Fußball durchzuziehen? Warum? I don't know. Frag mich nicht. Ist so eine starke Mannschaft, ähnlich wie Spanien. Bis dahin haben sie auch immer ihren Stiefel durchgezogen. Kaum war Halbfinale, oh nee, wir spielen jetzt ganz anders, spielen super defensiv, halten den Ball nur in den eigenen Reihen, spielen kaum nach vorne. Aller Stärken beraubt. Ja, und sind dann so ausgeschieden, wie sie ausgeschieden sind. Ja, völlig unverständlich. Es wäre ein richtig geiles Finale gewesen, wenn Spanien gegen die Niederlande gespielt hätte und die Niederlande da auch an ihrem Spielstil festgehalten hätte. Weil dann hättest du 2 offensive Mannschaften gesehen. Ja, und dann hättest du ein schönes Spiel gesehen. Das Finale war super einseitig jetzt gestern. Bis auf die Viertelstunde dann, ja, nachdem Harry Kane raus war, nachdem Bellingham dann endlich mal in der Mitte spielen durfte. Auch da, warum die Engländer sich ihre eigenen Stärken berauben, habe ich bei der ganzen EM nicht verstanden. Die haben einen Kader, der ist so stark. Ja, aber man hat nie an die eigene Stärke geglaubt. Viele Spieler haben auf völlig bekloppten Positionen gespielt. Warum hat ein Bellingham nicht ähnlich wie bei Madrid in der Mitte gespielt? Wäre doch der perfekte Spieler in Kombination mit Harry Kane gewesen. Der immer alleine war, der kaum ins Spiel eingebunden war, dem einfach der zweite Mann neben sich gefehlt hat. Und Saka hat man nie ins Spiel gekriegt. Erinnert euch mal an die Spiele Bayern gegen Arsenal, was das für eine Maschine war. Das in England 1, 2 Mal gesehen bei allen Spielen, die sie gespielt haben. Also, und die Engländer haben ja auch gezeigt, dass sie es können. Eine Halbzeit lang. Ja. Eine Halbzeit haben sie dann Mut zur Verzweiflung gehabt oder was gegen die Niederlande. Ansonsten war es eine absolute Enttäuschung. Was England betrifft, was Frankreich betrifft, was Italien betrifft. Das waren alles Mannschaften, die einfach nicht an ihre Stärken geglaubt haben. Ja, bei den Franzosen bin ich mir nicht ganz sicher. Vielleicht können die Franzosen einfach nicht keinen besseren Fußball spielen oder auch keinen anderen Spielstil haben, dass sie schon so
waren auch sehr defensiv stark, gar keine Frage. Aber vorne war es halt auch super ideenlos. Ja, die haben einfach gedacht, ja, komm, gib mal den Ball irgendwie Mbappé oder na, wie heißt er, der in Dortmund gespielt hat, ist ja auch egal. Ja, immer auf die schnellen Spieler und die sollen mit irgendeiner Einzelaktion irgendwas machen. Auch da keinerlei fußballerische Ideen. Ja. Generell bei ganz, ganz wenigen Mannschaften fußballerische Ideen. Da haben mir die Niederlande und Spanien mit Abstand am besten gefallen. Ja. Ansonsten zur EM, die Vorrunde war super guter Fußball. Ja, die ersten 2 Vorrundenspiele in jeder Gruppe war richtig geiler Fußball, weil jede Nation wirklich zeigen wollte, was sie kann. Ne? Wir haben schön Offensivfußball gesehen, wir haben viele Tore gesehen. Und dann fing es natürlich an, wie immer, das letzte Gruppenspiel, viel Taktik, viel Sicherheit, dann die K.O.-Spiele, viel Taktik, viel Sicherheit. Da war noch Österreich und Türkei war noch so am interessantesten, irgendwie so ein zwischenzeitlich offener Schlagabtausch. Hast du ganz selten gehabt, sonst viel Taktik, viel Defensive. Ja, ist halt normal, ne? Bei so einem Turnier ist das, denke ich, normal. Aber mich persönlich, also erstmal, ich finde es natürlich super schade, es hat mir super leid getan für Harry Kane. War auch der einzigste Grund, warum ich England gegönnt hätte. Sage ich euch ganz ehrlich. Ansonsten hat es mich super gefreut, dass die Mannschaft verdient Europameister geworden ist, die, wie gesagt, ihren Spielstil dran festgehalten hat und durchgezogen hat. Und wenn man sich mal anguckt, was das für eine Mannschaft ist, ja, Hut ab. Also ich weiß nicht, wer diese Mannschaft in Zukunft aufhalten soll. Sage ich euch ganz ehrlich. Ja, na klar, ist es jetzt keine, es ist doch schon irgendwo eine Übermannschaft, aber natürlich haben sie auch ihre Schwächephasen, haben sie auch bei dieser EM gezeigt, aber wenn die ins Rollen kommen, wenn die wollen, also Belly, das ist einfach so viele brutale Qualität da vorne. Und der Großteil der Spieler da vorne ist jung. Ja? Also die spielen da 5, 6, 7, 10. Ich meine, der Jamal ist 17 geworden. Der Linksaußen ist 22, also allein das, ja. Und die haben noch nicht mal einen richtigen Stürmer da vorne drin. Ja, Morata ist alles, aber kein richtiger Neuner, Alter. Ist natürlich super wichtig für diese Mannschaft, ja, wie der arbeitet und so weiter. Aber stellt euch mal vor, die hätten noch einen richtigen Neuner da vorne drin. Also, Belly. Also krank. Wirklich krank, ja. Was auch herausgestochen hat bei Spanien ist einfach, dass auch jeder Spieler, der offensiv eine Kanone ist, komplett mit nach hinten gearbeitet hat. Die ganze Mannschaft, die hat Rückwärtsbewegung gehabt, die ganze Mannschaft hat mit nach hinten gearbeitet. Da sieht man schon, das ist ein starkes Ding, Alter. Ja? Und das ist der Maßstab die kommenden Jahre, auf jeden Fall, diese spanische Mannschaft. Ja, auch wenn man dann im Finale gesehen hat, dass ein Rudi raus ist, der Denker und Lenker, eine absolute Kanone auf dem Feld. Ja, und ja, es hat die Spanier jetzt nicht wirklich viel beeindruckt, dass dieser Mann nicht mehr auf dem Feld ist. Ja, man hat es ein bisschen gemerkt, aber trotzdem haben sie den Stiefel weiter runtergespielt. Also aus meiner Sicht Chapeau an Spanien, der absolut verdiente Europameister, war die beste Mannschaft in diesem Turnier. Ja. Ein paar Worte zur deutschen Mannschaft. Auch da hat man sich nicht getraut, den Stiefel durchzuziehen, den man spielen möchte. Ja, das können wir klipp und klar sagen. Gerade gegen Spanien hat man sich das nicht getraut. Aber auch schon gegen Dänemark hatte man teilweise zu viel Respekt. Die andere Sache, ich weiß nicht, warum wir in Deutschland oder warum Nagelsmann wieder dieses System spielt mit auch keiner richtigen Neuen. Ja, es haben viele Mannschaften gespielt, ja, das können wir ganz klar sagen. Das hat Frankreich gespielt, das hat Spanien gespielt, das hat Holland gespielt, das haben wir gespielt. Also es geht der Trend ging eher dazu hin, ja, man hat keinen richtigen Stürmer auf dem Feld. Und das wurde bei den meisten Mannschaften, bis auf England, auch hart bestraft. Ne? Jedes Mal bei Holland hat es dann der Weghorst erst rausgerissen, nachdem er eingewechselt wurde. Nichts gegen Depay, der
guter Spieler ist, ein guter Ballverteiler und so weiter. Aber er ist halt nicht dieser Strafraumstürmer. Ja. Und jedes Mal musste man den Weghorst einwechseln, der es dann rausgerissen hat. Ja, einfach nur durch seine Anwesenheit schon, weil dann viel mehr Platz für die anderen Spieler da war. Also habe ich auch nicht verstanden, warum man daran festgehalten hat, obwohl man gesehen hat, vorher mit dem spielerischen Mitteln klappt es nicht so. Und dasselbe für die deutsche Nationalmannschaft. Ja. Kai Havertz hast du teilweise das Gefühl gehabt, du hast mit 10 Leuten gespielt. Und wenn er dann die Torchancen hatte, ähnlich wie Depay, hat er sie kläglich vergeben. Ja. Also, ich meine, du hast einen Füllkrug, ist jetzt auch kein Weltklasse-Stürmer, ja, aber er ist immerhin ein Strafraumstürmer. Ansonsten hättest du auch noch einen Undorf gehabt und so weiter und so fort. Da hättest du einfach auch mal die Eier haben müssen und da mal reagieren müssen. Andere Sache, was aufgefallen ist bei dieser EM, erstmal viele internationale oder Nationalmannschaftskarrieren werden zu Ende gehen. Ja, viele alte Säcke bei diesem Turnier dabei. Ja. Ob es ein Ronaldo ist, ob es bei uns wissen wir ja schon, Toni Kroos, Thomas Müller, aber du hast bei jeder Nation irgendwelche super alten Spieler dabei, erfahrene große Spieler, ja, da werden viele Nationen Umbrüche haben. Auch Portugal noch hinten mit einem, ja, ich komme auf den Namen wieder nicht, ihr wisst, wen ich meine. Älteste Spieler bei einer EM, der aufopferungsvoll gefeitet hat und gemacht und getan hat. Und ja, das ist ein Thema, was auffällt bei dieser EM. Das nächste große Turnier wird mehr im Fokus der Jugend stehen. Und da muss man sagen, hat Spanien schon am meisten den Schritt gemacht. Ansonsten, welches Problem viele Nationen auch hatten, ist dieses Festhalten, auch die Deutschen, dieses Festhalten an ihren Stars. Ja. Ob es bei Frankreich ein Mbappé war, der unterirdisch schlecht war, genau, ist mir vorhin nicht eingefallen. Dembele meinte ich natürlich auf der rechten Seite bei Frankreich. Man hat sich nicht getraut, die gestandenen Spieler rauszunehmen. Egal, ob es auch England ist mit dem Harry Kane, der auch, ich meine, Harry Kane war super unfit, wirkte super unfit, hat trotzdem 3 Buden gemacht, wenn auch 2 Elfmeter. Aber auch Holland, wie ich schon sagte, mit Depay, ja, also jedes Mal hat man den da wieder 60, 70 Minuten spielen lassen, obwohl das System halt einfach nicht gepasst hat. Auch da ganz viele Nationen, ob es ein Ronaldo ist, ja, der einfach auch grottig war, ja. Gerade die großen Stars, die großen Namen waren teilweise super schwach. Ja, nimm Sané bei Deutschland, da brauchen wir gar nicht, ich brauch's nicht ausführen, oder? Da fehlte bei vielen Nationen noch der Mut zum Risiko. Ne? Hat man dann auch bei England gesehen, wenn dann so ein Palmer kam oder hier der Dingens, der sie dann ins Halbfinale geschossen hat, für den Harry Kane kam. Der Watkins, ist ja nicht so, als wenn da keine Spieler hinter sind. Ne? Also wild, aber ja, diese Nationen haben dann den Preis dafür bezahlt. Und da kannst du sie alle durchgehen. Ne? Die Spanier spielen mit einem 16-Jährigen auf der rechten Seite, mit einem 21. jetzt 22-Jährigen auf der linken Seite, der super stark ist. Also Grüße gehen raus am FC Bayern, angeblich eine Ausstiegsklausel von 60 Millionen. Sollte man blind kaufen. Also das Finale, was er da gespielt hat, auch davor die Spiele. Alter Belly, Alter. Eine absolute Maschine. Also die beiden werden ihren Weg gehen, aber sowas von. Ja, das sind die Sachen, die mir aufgefallen sind bei der EM. Österreicher, die überraschen, nicht ganz überraschend, ja, die halt rangig Fußball gespielt haben, starke Türken, ja, die Spaß gemacht haben, sich anzuschauen, enttäuschende Italiener, enttäuschende Engländer, enttäuschende Franzosen, die einfach nicht den Fußball gespielt haben, den sie spielen können. Insgesamt eine gute EM, Stimmung immer top. Ja, von den Fans her hätte ich es am meisten den Holländern gegönnt. Gar keine Frage. Mit Abstand die besten Fans gehabt. Aber auch, ich denke, aus deutscher Sicht nochmal, ich habe es ja schon mal gesagt im anderen Video. Mich hat die deutsche Nationalmannschaft auf jeden Fall wieder ein bisschen abgeholt. Ne? Ja, mir gehen 1, 2 Sachen auf den Sack. Wie dieses Kai Havertz-Ding, wie dieses Sané-Ding, völlig unnötig, völlig hirnlos vom Nagelsmann meiner Meinung nach.
Aber ansonsten, viele Spieler haben mich abgeholt in die Art und Weise, wie sie gespielt haben. Ja, so ein Andrich zum Beispiel, der sich immer reingehauen hat, wo man immer das Gefühl hatte, der will, oder auch ein Havertz wollte immer, ja, er konnte halt einfach nicht. Es ist halt einfach nicht die Position. Ich würde einen Havertz halt einfach auch mal vielleicht eine Position weiter hinten sehen oder in der Doppelspitze, ja, da macht es vielleicht ein bisschen mehr Sinn. Ich denke, aus deutscher Sicht ein überragender Musiala, aber auch, wie ich schon sagte, ein Andrich für mich überragend. Wird sehr interessant zu sehen sein. Ich denke, Nagelsmann wird jetzt ein paar Sachen ändern müssen. Ich bin sehr gespannt, was er ändern wird. Ich denke, Groß ist weg, Müller ist weg, was mit dem Kimmich ist, ob er wieder ins Mittelfeld darf oder nicht. Wie es mit dem Gündogan weitergeht, der vorbildlich war bei jeder Hymne, die er gesungen hat man ihr 100% abgenommen. Dass er der Kapitän war, 100%. Hat eigentlich auch ein gutes Turnier gespielt, bis auf ein Spiel. Ja, es wird sehr interessant sein, wie es da weitergeht. Ob Nagelsmann die Eier hat, jetzt den Umbruch komplett durchzuballern. Bis in 2 Jahren. Meiner Meinung nach, let's go. Ja, let's go. Wir waren die älteste Mannschaft bei diesem Turnier, glaube ich. Ja, let's go jetzt. So, du hast 2 Jahre Zeit, jetzt da die wieder einen Spirit reinzubringen, der ansatzweise da war. Ja, und einfach mit jungen Spielern. Das müssen nicht immer Spieler vom FC Bayern und Borussia Dortmund sein. Ich meine, so viele Nationalspieler, deutsche Nationalspieler werden wir bald eh nicht mehr haben. Ja? Ich denke, der eine oder andere wird den Verein verlassen, dann hast du noch einen Musiala und dann hört es wahrscheinlich schon auf. Ich meine, gut, Manuel Neuer hat gesagt, er möchte die WM noch spielen. Weiß ich auch nicht, ob man sich das als Nagelsmann auf die Fahne schreiben sollte. I don't know. Ich meine, Neuer gibt's nichts vorzuwerfen bei diesem Turnier. Ja, hat's gut gehalten. Wird man sehen, wie es bei uns im Verein weitergeht. Ja, spannende Sache. Bin gespannt. Ich werde mir mit Sicherheit mal ein bisschen was angucken, aber ich werde mir jetzt auch nicht jedes Testspiel der deutschen Mannschaft irgendwie reinziehen oder sowas. Mal gucken. Kann ich noch nicht sagen, wie sich das weiterentwickelt. Ja, das ist mein Fazit der EM. Ja, denke, das Land hat sich gut präsentiert. Viele Nationen, die Fans haben Spaß gemacht. Wir haben teilweise sehr, sehr guten Fußball gesehen. Zumindest für mich als gepeinigten FC Bayern-Fan war es schön, mal wieder teilweise wirklich richtig guten Fußball zu sehen. Ja, das war schon sehr erfrischend. Vielleicht kurz aus Bayern-Sicht noch. Bester Spieler bei der EM, würde ich sagen, Musiala. Von den Bayern-Spielern, die bei der EM waren. Die meisten Sorgen macht mir Harry Kane, obwohl Upamecano auch stark war. De Ligt haben wir gar nicht gesehen. Bild. Ja, wie gesagt, am meisten, also Sané gehe ich nicht drauf ein, aber Sané ist für mich, keine Ahnung. Ja, jetzt hat er sich operieren lassen, nachdem er sich 7 Monate, also, wie gesagt, ich gehe auf das Thema nicht ein, das bringt mich nur in Rage. Hoffentlich geben wir ihn ab und gut ist. Harry Kane wird schwierig, wenn man gesehen hat, wie er sich durchgequält hat bei dieser EM. Man darf halt das Alter nicht vergessen. Ne? Bin sehr gespannt, wie wir mit Harry Kane verfahren werden, auch wie er unter Kompany funktionieren wird, ob er einen zweiten Stürmer an seiner Seite kriegt. Und vor allen Dingen, ob er jetzt die Pause kriegt, die er braucht. Ne? Also wenn man schlau ist beim FC Bayern, sagt man, komm Harry, mach mal 4 Wochen Pause, dann kommst du zum Verein und dann machen wir dich fit in den nächsten 4 Wochen und man lässt erstmal die jungen Wilden vorne im Sturm ran. In der Anfangszeit der neuen Saison. Ja, ich glaube, das wäre der Weg, den man gehen muss. Und natürlich wird man, wenn man den Weg nicht geht, muss man Harry Kane auf jeden Fall die Pausen auch geben, die er braucht. Ja, und die wird er brauchen. Das hat man bei dieser EM gesehen. Da war null Spritzigkeit. Gerade jetzt auch gegen Spanien hat man es gesehen, wie viele Bälle in Harry Kane versprungen sind, wenn er ein bisschen Druck hatte. Das hast du beim FC Bayern nicht gesehen. Da fehlt einfach die letzten 20% frische Konzentration. Das war alles nicht gegeben bei ihm. Was super schade ist, es bleibt zu hoffen, dass wir das in den Griff kriegen. Ja. So. Ist die Frage, beschäftigt man sich noch mit dem Backup, setzt man 100% auf Mathys Tell, Irakunda
ist jetzt nicht der Neuner unbedingt. Ich denke, wir werden da Lösungen haben, keine Frage, aber das wird sehr interessant zu sehen sein. Ja. Ich weiß nicht, ob es damit getan ist, jetzt zu sagen, komm, Heavy, hast jetzt 2 Wochen Pause und dann bist du beim FC Bayern und gibst dir da Vollgas. Bedingt durchs Alter, bedingt wie unfit er gewirkt hat. Ja. Aber da war er nicht der Einzige. Ja, ganz, ganz viele Spieler haben super müde gewirkt. Auch ein Mbappé hat super müde. Bellingham hat super müde gewirkt. Auch wenn er auf der falschen Position gespielt hat, war kein Vergleich zu Real Madrid. Ganz, ganz viele Spieler hat man gesehen, dass sie einfach super müde sind. Ja, was ja auch völlig normal ist. Nach so einer langen Saison, ja. Und dann noch die EM zu spielen, da ist jeder Verein, glaube ich, gut beraten, diesen Spielern mal 4 Wochen Ruhe zu gönnen. Ob das passieren wird man sehen. Ja, das sind meine Worte zur EM. Leute, mehr habe ich eigentlich gar nicht zu sagen. Haut mir gerne eure Worte, eure Meinung zur EM in die Kommentare. Und ja, wir gucken mal, wie wir hier in Zukunft verfahren zur deutschen Nationalmannschaft. Ich denke mal, wenn es Spiele sind, wo es um irgendwas geht, werde ich mir die auf jeden Fall reinziehen. Vor allen Dingen, wenn Nagelsmann wirklich den Umbau weiter durchzieht. Und ja, vielleicht findet Nagelsmann ja irgendwann auch seine falsche 9 oder seine richtige 9. Man wird sehen. Und natürlich wird es weiterhin spannend zu sehen sein in der Nationalmannschaft, wie man mit dem Sané verfährt. Ja. Und den einen oder anderen Spieler. Ich bin sehr gespannt. Von daher, Leute, schwarz-rot-goldene Grüße gehen raus. War eine tolle EM und in diesem Sinne, tschüssi. Vielen lieben Dank für euren Support. Gruß und Kuss geht raus und nun noch mal ein paar O-Töne zur Nationalmannschaft. You're the top striker Ich muss jetzt zuhören. of the whole world championship. How does that make you feel? Das interessiert mich alles nicht, der Scheißdreck. Weltmeister sind wir, den Pott haben wir. Den scheiß goldenen Schuh kannst du hinter den Ohren schmieren. Ihr müsst doch mal von eurem hohen Ross runterkommen, was ihr euch immer alle einbildet, was für einen Fußball wir in Deutschland spielen müssen. Ihr habt doch früher, der Günther, was die früher für einen Scheiß gespielt haben. Da konntest du doch früher gar nicht hingegangen. Die haben doch Standfußball gespielt früher. Ich kann jetzt nicht verstehen, warum die Schärfe reinkommt. Warum Die Schärfe bringt ihr doch rein. Müssen wir uns denn alles gefallen lassen? Ja, ich habe doch keine Schärfe jetzt da Ja, reingebracht. du ganz nicht. ehrlich. Du sitzt hier locker bequem hier auf deinem Stuhl, hast 3 Weizenbier getrunken, du bist schön locker. Also in der Mannschaft ist es kein Thema. Ich denke, 80% von euch und ich krauen sich auch mal an den Eiern und daher ist alles gut.